Hallo zusammen, du hast den Crown Cletus oder den Chris. Alles klar bei euch? Ich bin schön am Chillen, ein bisschen am Zocken und ja, wieder mal was anderes. Und zwar haben wir hier Sleeping Dogs, aber bevor ich hier zu weit ins Game reingehe, möchte ich euch noch kurz bitten, geschwind beim Swiss vorbeizuschauen. Er hat seine Crown-Skulptur, Crown-Logo-Skulptur fertiggestellt und ich finde, es sieht absolut geil aus. Zieht euch das Video rein, hinterlasst euch ein Like. Schön gemacht, wirklich schön gemacht, Junge. Der Link ist natürlich hier auf dem Screen, nicht, dass es irgendjemand noch verhängt. Also, das Video wird angehalten und die auch wieder zurückkommen, sind natürlich herzlich willkommen. Ich weiss jetzt gar nicht genau, wie laut das hier mit der Musik war. Ich muss das mal schnell ein bisschen senken. Weil vielleicht haben wir jetzt gar nichts gehört von mir. Wenn man nichts von mir gehört hat, hier ist nochmal der Link für ein Swissis Video. Das Crown-Logo in echt. Zieht euch rein, hinterlasst ein Like. Zweimal halten besser. Ich hoffe, jetzt hat man wirklich gehört. Nur schnell zum zeigen, ich zocke es auf dem PC, wieder mal mit dem Xbox-Pad, finde das so luxuriös. Wieso auf dem PC? Auf Steam ist momentan ein richtig krasser Weihnachtsverkauf. Ich habe gesehen, auf Xbox Live auch ein bisschen, aber nie in diesem Ummaß. Hier gibt es Games zu absolut sensationellen Preisen, so eben auch Sleeping Dogs. Und auf dem PC ist es halt nur so, dass man gerade nach dem Installieren hat man noch so ein 1 GB grosses High-Texture-Pack herunterladen. Und so ist die Grafik natürlich schon noch ein bisschen besser als bei der Konsole. Ich zeige euch schnell, was ich gemacht habe. Hier die Auflösung ist ja, 720p, das passt schon. 1080 ist einfach schon ein bisschen zu heftig für mich. Und wenn ich dann hier zu den erweiterten Optionen gehe, ist das, was ich eingestellt habe, eigentlich so weit wie es sinnvoll ist, alles aufs Beste. Ja, Anti-Aliasing habe ich nicht so gerne, wenn es dann so verschwommen aussieht. Genau das gleiche wie hier mit dem Motion Blur. Der Rest passt gut und der Schatten muss auch nicht so ausgeprägt sein. Ja, Sleeping Dogs. Geiler Sound jetzt auf jeden Fall. Es ist eigentlich ein GTA in Hongkong. Und ihr kennt vielleicht die True Crime Serie. Das wäre eigentlich True Crime Hongkong geworden. Scheiße, ich muss schnell da hingern. Aber dann ist das Ding nicht so gut gegangen und Zeug und Sache. Keine Ahnung, neue Publisher, kein Geld, was auch immer das Problem war. Und am Schluss haben sie es dann über Square Enix rausbringen. Und es ist ganz cool. Das Game ist jetzt doch auch schon ein paar Monate alt. Der Block ist mir schon lange Lobeshymne am Singen auf das Game. Und ja, darum habe ich es endlich auch ausprobieren, also ein bisschen als warm machen aufs neue GTA. Halt wieder so ein Open-World-Spiel. Und mir gefällt es ausgezeichnet. Der Sound ist cool. Man kann eigentlich ziemlich schön fighten, wie man sich das eigentlich so ein bisschen im asiatischen Style vorstellt. Schießen ist weniger wichtig. Es gibt coole Missionen. Ich zeige euch jetzt gerade mal so eine. Die Stadt ist sehr lebendig. Und die Grafik auf dem PC ist eigentlich auch voll easy. Man muss links fahren, das ist am Anfang noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ups, ja, sorry. Und das ist noch cool gemacht mit den Kerren. Man kann zwar die Kerren, die man hat kappert, übernommen, geklaut, wie auch immer, ist eingebrochen. Und dann kann man rumcruisen, aber man kann sie nicht in die Garage tun. Sondern nur Kerren, die man kauft, kann mit Garage tun. Die sind dann aber immer dort drin, egal wo man hinterlässt oder zusammenschrottert und so. Und ja, das ist noch stylisch. Jetzt ziehen wir schnell eine Mission. Jetzt bin ich hier in der Underground-Szene drin. Hey, nein. Ja, nehme ich den. Der ist sicher besser als der Pimped Mini. Und ich sehe, die Bilder pro Sekunde sind absolut anständig. Ist jetzt nie unter 40 gegangen. Also das Game ist von den Ressourcen her auch nicht so anspruchsvoll. Und das ist mir eigentlich sehr sympathisch. Also jetzt musst du mal schauen, beim Rennen habe ich herausgefunden, wenn es am Anfang ein bisschen verscheiss ist und zurückgeworfen wirst wegen Crash oder so, dann kannst du es eigentlich vergessen. Die Gegner machen zwar auch Fehler, aber sie haben auch zum Teil auch eine höhere Endgeschwindigkeit oder überholen ein bisschen strange.
Nichtsdestotrotz muss ich sagen, sind die Rennen absolut cool, machen mir Freude, habe eigentlich schon alle erledigt, soweit sie das so können. Und hoffe, dass natürlich dann noch neue freigeschaltet werden. Ihr habt gesehen, am Anfang bin ich gerade so ein bisschen eine Special-Massage reinziehen. Das sorgt eigentlich dafür, dass ich mehr Punkte bekomme, so Face-Punkte, das sind so spezielle Fähigkeiten. Und so kann man eigentlich mit Food, irgendwelche Hot Dogs oder Nudeln oder so, kann man unterschiedliche Attribute über eine gewisse Zeit verstärken, wie mehr Schaden, man hält mehr aus, man bekommt eben mehr Punkte. Und das finde ich eigentlich auch ein ausgezeichnetes Konzept. Es ist auch cool, dass es halt in Hongkong spielt. Nein, anders, nicht immer in Amerika und so, oder keine Ahnung, halt in den Gebieten, die einem sehr bekannt sind. Ich sage jetzt mal, durch das bekommt man auch mal ein paar Klänge auf die Ohren, die man nicht so kennt. Sprachlich ist es natürlich interessant, auch wie Charakter zum Teil aussehen. Ich finde es von dem her eigentlich wirklich super. Tag- und Nachtwechsel gibt es natürlich auch. Seht ihr, jetzt habe ich so ein bisschen Bonuspunkte bekommen. Den Cops kann man relativ einfach eigentlich entfliehen. Regnet tut es auch. Also es ist wirklich sehr atmosphärisch gemacht. Und jetzt zeige ich euch hier noch ein cooles Feature. Die Kerne kann ich nämlich nicht schnappen. Jetzt kann ich hier so draufjumpen während dem Fahren. Und jetzt muss ich mich hier vorne ins Häuschen reinmachen, wenn ich nicht abgehe. Hier vorne sind Bullen. Ja, die werden es auch nicht merken. Nein. So, das ist gut gegangen. Den hätten wir übernommen. Der Typ ist raus. Oh nein, die Cops haben es gleich geschnallt. Fuck! Also jetzt muss man sich hier eigentlich meistens so an Seitengässchen halten. Gut, eben, Vorführeffekt ist immer schön. Es kann gut sein, dass ich es jetzt gerade verkäckle. Aber mal schnell schauen. Ja, der Karren ist verdammt langsam, der schleit. Also da müssen wir es anders machen. Man kann sie nämlich auch noch so fertig machen, indem man Eisen reinrammt. So, den erst hätten wir. Oh nein, ein Unbeteiligter übercruised. Ui, schau jetzt, der hat die weggeschubst. Ja, aber der Karren ist lahm. Mal. Nein! Schau mal, es hat gelangt, ganz geil. Jetzt müssen wir hier schnell wenden. Und eben, das ist noch mehr so eine random Nebenmission, die einem ein bisschen Geld gibt und so. Fuck, die sind wir auf den Fersen. Uiuiui, Ultraschwein kann auch noch so scheiße gefahren. Die Steuerung von der Karre finde ich voll okay. Sie passt mir eigentlich sogar sehr gut. Im GTA ist es mir auch ein bisschen auf die Eier gegangen. Auch gerade im 4. dort hat mir die Steuerung von der Karre einfach leid gedacht. Darum bin ich sehr erfreut, dass es hier so aussieht, so gut. Probiert es aus, wenn ihr es noch nicht gezockt habt, irgendwann günstig bekommt, so ein bisschen eben Vorbereitung auf GTA, aufs Neue, aufs 5. Ist es ganz eine gute Sache. Und dadurch, dass man eben mehr mit Kämpfen zu tun hat, es gibt auch so ein bisschen Kombos und so Zeug, ist es noch clever gemacht. Das Kampfsystem ist auch ein bisschen wie im Batman, wo Gegner rot aufleuchten, wenn sie einen angreifen wollen. Da gibt es nichts, was ich will. Kann ich das mal noch schnell zeigen, so einen Kampf? So, das ist ein Feature mit dem Aufbrechen, das ich dann auch durchs Aufleveln habe bekommen. Schnell gucken, hier hinten. Nein, der ist leid, da habe ich schon aufs Mal bekommen, dort wollte ich nicht her. Gehen wir schnell schauen, was hier abgeht. Ah, da muss man übers Wasser. Crap. Und du? Ja, der sieht doch gut aus. Jetzt kann ich nur noch ein bisschen durch die City cruisen. Mit einem einigermaßen anständigen Karren. Radios haben jetzt auch sehr viel. Sehr ein breites Spektrum auch. Am besten gefällt mir der Real FM. Auch ein bisschen chillige Hip-Hop-Beats am Laufen, aber auch ein bisschen Instrumentals. Zwar auch solche, die nicht so toll sind. Das hat der Vlog auf jeden Fall viel besser gemacht. Aber dann hat es halt durchaus bekannte Songs und so. Ja, das passt gut, würde ich sagen. Wenn man verhaftet wird, verliert man alle Waffen und so. Das passiert zum Glück nicht allzu oft. Und wenn es passiert, ist es auch nicht so schlimm, wo eben der Fokus auch nicht auf Waffen ausgelegt ist. Weil es nicht auf Waffen aufbaut. Das ist mir wirklich sehr sympathisch. Auch die ganzen Neben- und Zwischengässchen, es ist extrem gut gemacht. Und das lässt mich nur hoffen, dass eben ja, das GTA 5 dann richtig durchdreht. Weil da muss sich niemand Illusionen machen. Wenn das GTA 5 draußen ist, würde ich das Game vermutlich nicht so schnell wieder anlängen. Aber eben dadurch, dass es halt so ein bisschen um Kampfsport geht,
wird es immer eine interessante Alternative bleiben. Und auch das Zeug hier, so Baustellen, so Schnitzel, Schnäpsen, das ist stylisch. Es gibt auch grosse Jumps, es gibt coole Töpfe. Der Charakter kann auch schwimmen, zum Glück auch. Alles andere wäre heutzutage eine Frechheit. Und die Steuerung der Kerne ist gut gemacht, habe ich schon mal erwähnt. Was ich hier noch hinzufügen möchte, ist, dass mit den Familienvans, Minivans und so, mit diesen Schrottkerren ist man nicht so flink unterwegs. Aber wenn man einen Lamborghini nimmt oder so, ist es extrem cool, wie die Bodenhaftung und so alles überläuft. Und ja, das haben schon noch Games gern, wenn man dann immer besser wird und ja, durch einen Fortschritt halt auch bessere Kerne bekommt. Wie könnte es auch anders sein? Es wäre ja leid, wenn man als Superman würde starten und dann immer schlechter würde werden. Oh shit. Yeah, die pimpige Limousine. Der bin ich auch schon mal rumgecruised. Ist auch nicht unbedingt schnell. Aber um mal ein bisschen gegenklar zu machen, passt das schon. So, jetzt was Gutes vorab. Schnell schauen. Aber fahre ich einfach noch mit Gegnern rein. Hoi. Muss ich jetzt die suchen? Jetzt muss ich... die habe ich schon verschlagen, okay. Also jetzt waren da immer so ein paar Spässis, dann musste ich aufs Maul gehen und dann muss man immer so eine Kamera hacken und das Spiel finde ich richtig chillig. Es gibt ein paar von diesen Minigames, es ist jetzt keins, wo mir wirklich auf den Sack geht. Und das ist extrem einfach, du musst eine vierstellige Zahlenkombination herausfinden, es sagt dir, ob die Zahl dabei ist und ob sie am richtigen Ort ist. Jetzt habe ich gar keinen Treffer gehabt. Es hat sogar mal gegeben, dass 1 ist 0, 1, 2, 3 war, Kombination, natürlich auch noch lustig. Seht ihr, das 5 ist richtig, die 6 und 7 gibt es, aber sie sind am falschen Ort. Okay, gereicht, dann wäre es 9 und schon hätten wir es also. Ich habe es noch nie nicht geschafft. Das passt schon. Oh, schaut. Der sieht gut aus. Das ist, glaube ich, so ein Panzer heisst er. Ja, genau, seht ihr singen beim Licht. So ein bisschen eine Mischung aus Audi TT. Und keine Ahnung was. Zieht auf jeden Fall schön ab. Also, jetzt muss ich hier raus. Und euch schnell einen Kampf zeigen. Irgend so eine Schlägerei. Kommt schon. Hier hat es so Nebenmissionen. Ja, wisst ihr was? Es zeigt auch so rote Bösewichte an und bei denen kann man dann auch so ein Päckchen noch einsammeln. Also es gibt auch Zeug, die man einsammeln kann in diesem Game. Das ist auch immer so sympathisch für einen Langzeitspielspaß. Wer drauf steht natürlich nur. Jetzt hoffe ich doch, dass ich hier irgendwann mal zu einer kleinen Schlägerei komme. Und sonst, bevor ich es komplett verpeile, mache ich doch schnell eine Mission hier. Weil mein Chef will irgendwie heiraten. Und dann muss ich auch seine Leute ein bisschen rumcruisen zum Einkaufen. Und mich selber auch kleiden. Ah ja, Kleider kann man so kaufen. Es gibt dann je nach Kleidungskombo auch Bonus. Genau. Also, ja, ich denke, dort wird es auch richtig abgehen. Die Handbremse ist am Anfang noch verwirrend, aber ist gut gemacht, ist cool. Wenn man es mal ein bisschen ausprobiert hat. Das ist zum Glück nicht so ein weiter Weg, genau. So, das mit Driften habe ich noch nicht ganz so im Griff, muss ich ehrlich zugeben. Wow, das ist ja eine rechte Sache. Das ist die Mutter von ihm, die heiratet, die rechts haben. Schick. Die ist immer nur am Rumschreien. Thanks, Way. You both must be very happy. Yes. The best day of your life, so they say. You know what? They're right. If you say so. Oh, Uncle Paul, welcome. Congratulations. My guest of honor. I'm happy to be here. It's nice to see someone who wants to be a good family man. Not enough of that nowadays. Hi. You look absolutely lovely, my dear. Thank you. Almost as lovely as your mother-in-law. Oh, and Mrs. Chu. I expect the food to be Wait. fantastic. I got a case of the chairman's favorite wine in my car. I forgot to bring it in. Do you mind grabbing in and making sure they know it's for him?
I'm gonna make sure he gets inside, okay? Yeah, sure thing, Winston. You gotta enjoy your day, okay? Where do you park? Ah, right through there. I'm going. Just bring it into the kitchen. Ja, easy. Aber ja, man ist halt auch der Laufbursche. Aber das ist mir ja gern. Hoffentlich gibt es jetzt eine Schlägerei. Oh nein. Oh nein. Shit! Oh shit. Nein, dabei. Hast du Siri geschissen? Da hättest du wenigstens ein sorgfältiges Auto tun. What the fuck ist da los? Jackie, you there? Holy shit, did you see that? Nein, was geht ab? Oh Scheiße, ja, das ist nicht schön. Oben das Fenster, okay. I'll find a way inside. Klettern ist auch easy, so ein bisschen wie im SS im Screech. Ausser, dass es ein bisschen weniger gut geht. Wie ihr seht. Aber ja, wenn man es mal rausgetüftelt hat, schnallt man es auf jeden Fall. So ist es schon nicht. Come on, boy. So. Innenräume sind auch noch easy gestaltet. Ja, was geht hier ab? Ach, Scheiße. Hey, nein, die sind alle von einer anderen Gang. Hey, nein, was ist das für eine? Leider siech. So. Mal schnell eingreifen hier. Das geht ja wohl gar nicht, dass die sich so Scheiße bauen. Oh, schau jetzt habe ich noch ins Gesicht bekommen. Jawohl, schön können kontern. So, das ist einer von meinen Lieblingen hier. Zack! Das ist ein Härte, der ist ultra hart. Und ja, wenn man im richtigen Moment Y drückt, können sie einem fast gar nicht anhaben. So, das war's auch schon. Jetzt geht's hier weiter. Die Unge, hey, nein, die sind richtig durchgedreht, die Siechen. Die sind richtig durch. Zieht mich die Sauerei rein. Oh, ja. Oh. Da hat das Messerli, ja. Meine Drecksau. Ja, sie blocken aber noch easy. Aber ja, man kann dann eben selber sich auch verteidigen, wenn es rot aufdingselt, aufleuchtet. So. So, jawohl. Hey, nein, der blockt noch easy. Der blockt noch easy da. Das ist eine Frechheit. Und. So, komm jetzt, Bürstli. Hey, nein, was ist das für ein Faggot? Irgendetwas verhängen im Block. Kannst du mir hier einen Ratschlag geben, wenn du das vielleicht siehst? Ja, Bürstli, du kannst das schon zu fliegen kommen. Hey, nein, was blockt der? Ich brauche auch einen Apfel. Oh, jawohl, jetzt, komm. Ja, der ist nicht schlecht gelaufen, aber das Problem ist, mir geht es eben auch ziemlich beschissen. Ja, jetzt ist der gerade Feierabend. Hui. Ja, wieder ein schönes Let's Play. Ui. Oh shit, der war knapp gewesen. Oh Scheiße. So, jetzt könnte ich das Schlitzermesser auch noch aufnehmen. Hey, nein, holy fuck. Jetzt hätte ich aber am besten eigentlich ein Getränk genommen, wo man das Leben wieder auffüllt. Vor dem Fight. Oh shit, man. Komm schon durch deine schäbige Sicht, Mann. Jeder, was er verdient. Komm in Deckung, du Penner! Hey, nein. Ja, jetzt ist Feierabend, genau. Eben ja. Es gibt auch Schiessereien in diesem Spiel. Nein, verarscht mich nicht. Jetzt den Wichsrung auch noch fertig machen. Oh Gott. Also gut, schaut mal hier. So kämpft man. Das ist etwas, was ihr sicher noch nie gesehen habt. Vor allem nicht vorhin. Und vorhin ist es mir noch viel besser gelaufen. Komm! Nein! Also, ich will ehrlich sein. Das Game ist wirklich super. Die Schusssequenz hätte sich in meinen Augen sein können. Hätte sie können sparen sich. Weil ich laufe eigentlich lieber ohne Waffe rum, wenn ich so ein geiler Fighter bin. Und dann geht es mir echt voll auf den Sack, wenn sie dann auf mich schießen. Klar, man kann sich dann auch mit Waffen ausrüsten und so Gespäss. Ja, aber das sagt doch. Gerade wenn man so cool rumballern. Und so cool rumjumpen, was geht da ab? Komm schon. Ist das dem Ding gewesen? Ja.
Weißt du, das regt mich so hure auf, dass ich... Oh, schau jetzt, aber das Mal ist der weniger stark. Ja, das nutzt sie aus. Yes, yes, so sehe ich es eben gerne. Das sind eben Kämpfe, die sich unterscheiden. Albe ist so, Albe ist so. So wiederholt man nicht immer die gleiche Scheiße. So, oh nein, ja. So, und das fühlt dann unten links noch so Dreieckchen aus, wo da auch noch irgendetwas Spezielles geben. Also das ist eine gute Sache. So, komm. Komm, jetzt ist fertig. Gut. Haben wir echt hier innen etwas Cooles, was wir mitnehmen können? Leider nein. So eine Pumpe oder so wäre jetzt noch extrem hilfreich gewesen. So, jetzt das mal intelligenter vorgehen. Jawohl. Das wäre es gewesen. Oh, der lebt. Ah, so. So viel zur Intelligenz. Oh. Oh nein, hey nein, was habe ich vorhin für mich geschossen? Tut es auch gut. Jawohl. So. Ja, schießen ist schon easy. Man kann es aus anderen Games. Also, ja klar kann man es aus anderen Games. Aber halt einfach also Gears of War-mässig so ein bisschen in Deckung gehen und alles. Nein! Ach du heilige Scheiße, Mann. Wait. Get Peggy out of here. She doesn't deserve this. Ja, sie ist tot, oder? Winston! Hey, nein. Fuck. Ja, wirklich, Mann. Shit. Peggy. Oh nein, jetzt können wir sicher pullen, weil eben die Story ist auch nur so eine Undercover-Pulle. Gut, das waren wohl nicht Pullen. Hier oben haben wir noch so einen Getränkautomat, genau. Wo man sich das Leben kaufen kann. Hey, nein, jetzt müssen wir noch rum. Oh nein, der Chef, der El Jefe. Hey, nein, was sind das für böse Wichter? Oh Gott. Das habe ich sowas von keinen Bock mehr. Ja, ich spiele gleich noch schnell ein bisschen. Nicht, dass das Game nicht gut wäre. Ich tue einfach lieber fighten. In diesem Game. Schön die Kämpfer raushängen. Dann ist das dann schon noch cool. Aber jetzt nehmen wir mal ein schönes Sturmgewehr. Und der lädt sich das dann auch selber. Einfach mal ein bisschen rumpfeffern. Yeah. Kennst du den Rambo? Das sind wir eigentlich schon nicht. Aber... Ja. Aber schlecht ist nicht gemacht. Hey, nein, mit dem Beamer noch schön ihr Fötterchen und so. Leck, ist das Brief. Wo ist jetzt der Typ verschwunden? Da hinten, ja. Ja, der hat schön ins Köpfchen bereicht. So. Genau, jetzt gehen wir runter und mischen sie dann dunkel auf. Man kann natürlich auch aufs Schießen verzichten, aber da hat man auch immer das Problem von der Distanz halt. Bis man am Gegner dran ist, hat er eigentlich schon lange runtergemeint. Hey, wie gross ist das Magazin? So. Und ich bin hier halt viel zu wenig vorsichtig, weil wir es gewöhnt, ein bisschen vorzustürmen, reinzuschlagen. Ja. Hier können wir vielleicht noch irgendetwas einsammeln. Hier sammeln wir jetzt mal nichts. Oh, Scheiße. Gott, einfach mal alle geschossen. Das ist ein bisschen blöd gelaufen. He? Sorry. Aber zieh dir mal um Ja zu gehen. Das geht doch nicht. So, komm schon, der Onkel Po. Der Typ, der lebt noch. Ist das der? Nein, das ist sonst irgendein Zombie. Schnell schauen, was da jetzt abgeht. Uncle Po! Also ihr seht, die Missionen sind äußerst spannend und auch zum Teil sehr dramatisch. What happened to Winston? Okay, come on. We gotta get you out of here. Ja, aber er ist eigentlich ein Cop, der irgendwie auf San Francisco ist, dann wieder zurückgekommen, irgendetwas. Dass nicht, ob seine Family irgendwie auch noch ein bisschen involviert ist. You look sorta... We gotta get you to a hospital. Ja. Das ist extrem cool gemacht, wenn man etwas so mitnehmen kann. Das ist mir sehr sympathisch, weil sonst habe ich das immer mühsam gefunden, man auch nicht rennen und so. Aber hier geht das top. So, Onkel Po,
Das fühlt sich dann aber wieder ein bisschen, hoffentlich. Nein. Der hat Schaden genommen. Mal, es fühlt sich, glaube ich, ganz langsam. So, da kann man auch weit schiessen, hä? Jawohl. Dort ist noch einer. Schön ein bisschen von Deckung zu Deckung, wie am Call of Duty, ihr kennt es ja. Oh, der ist der Spaß. Nein. Es hat mittlerweile sogar ein paar Weihnachtsnoobs. Schnell fürs Call-Off hier kurz. I'm all right. Don't worry. Was muss ich eigentlich machen? Da hinten durch, he? Aber nicht wahnsinnig viel und es gibt auch schon Weihnachtsnoobs, die verdammt durchdrehen. Darum bin ich froh, dass ich Sleeping Dogs zocken kann. Und ganz viele andere gute Games. Oh, da hinten ist ein Sniper oder was? Oh, die Bildwiederholrate sackt gerade komplett ab in den Keller. Ich hoffe, es beruhigt sich wieder. Weil so zu spielen ist... Oh, fast ein bisschen mühsam. Oh, das kommt nicht gut. Vor allem der Onkel Pop sieht nicht gut aus. So. Hey, nein, jetzt ist wieder irgendetwas am Speichern oder meine Festplatte ist voll oder ich weiss doch auch nicht. Das elende Fraps. So, jetzt ruckeln wir hier vorne. Ich sehe ja glatte 7 Bilder pro Sekunde. 3 Bilder. 2. Ja, komm noch. Bis in diesen Checkpoint. Es hat sich clear erholt. Nein. Also gut, ich muss hier speichern und somit aufhören. Wobei, jetzt ist es gerade wieder gut. Mama? Nein, jetzt ist es gar nicht gut. Also, ich kann eh nicht während der Mission speichern, mache ich die halt nachher nochmal. Das ist ja nicht so tragisch. Ja, hoffe, es hat euch gefallen. Es war wieder mal etwas anderes gewesen, he? Und macht's noch gut. Ciao zusammen.